Servus ihr Lieben, heute ist Sonntag, das Wetter sieht unheimlich aus, also das ist eine riesen schwarze Wolke genau über mir und über dem Acker gerade eben, aber mein Gott, ich bin ja nicht aus Zucker, ich habe eine passende Jacke an, schauen wir mal, aber die Sonne ist auch da. Und ich habe mir gedacht, nachdem gestern war ich nicht so zufrieden, es waren zwar tolle Funde, aber nicht viele, habe mir gedacht, versuchen wir das Glück heute nochmal, schauen wir mal, jetzt hat es ja auch geregnet heute Nacht. Und da hoffe ich dadurch, dass der Boden noch feucht ist, dass die Leitwerte dann auch anders sind. Lassen wir uns überraschen, drückt mal die Daumen und dann hören wir uns beim ersten Fund. Los geht's! Mal ganz kurz, das ist einer meiner Lieblingslandwirte, wo ich gerade unterwegs bin und der ist wahnsinnig fleißig. Was der immer alles hier ansetzt und was der alles macht, Wahnsinn, dass ihr das mal gesehen habt. Also das ist so ein Gewächshaus hier von ihm, sehr schön, wow. Ich weiß zwar nicht, was das ist, was da drin wächst, aber es ist bestimmt was Leckeres. So, und dann ist auch hier schon das erste Signal. War in dem Loch hier drin, war ein 81er Signal. Und in dem Aushub, den ich rausgeholt habe, liegt hier was Rundes. Ich bin mal gespannt, dass es kein Knopf ist. Ne, ich spüre keine Öse. Machen wir mal scharf. Schauen wir uns zusammen an. Eine Münze, das freut mich. So geht der ganze Suchtag schon mal schön los. Ich denke mal, wird ein bayerischer Kupferkreuzer sein. Sehr schön. Ziemlich verwittert, neben Pfennig ist es. Ich kann hinten ich schaue es mir mit dem Auge mal an. Also ich gehe mal davon aus, dass hier Pfennig, ja genau, da unten in der zweiten Zeile kann man das G schon lesen, von Pfennig. Sehr schön, ein alter Pfennig. So macht das Ganze wirklich Spaß. Cool, gutes Zeichen, würde ich sagen, weiter geht's. So, nach dem kleinen Zwischenacker bin ich jetzt da, wo ich hin wollte. Und zwar ist hier ein Kohlacker und hier war, denke ich, auch Kohl drauf. Hier liegen auch noch Kartoffeln und das ist abgeerntet und da freue ich mich jetzt, weil auf die Fläche wollte ich schon länger mal drauf und das kann ich jetzt machen. Da bin ich mal gespannt. Hier liegt noch alter Kohl. Ich zeige euch mal aus der Nähe. Und ich denke mal, dass die Landwirte das für die Tiere dann auch irgendwie da lassen, dass sie sich hier was holen dürfen. Vermute ich mal, ich weiß es nicht. Ich bin kein Landwirt. Cool, weiter geht's. So, nach den ersten 10 Metern auf dem Kohlfeld gab es hier ein Signal. 71er Leitstärke. Und ich habe es hier rausgehoben und da liegt es auch schon. Ich habe es nur noch nicht angeschaut. Ich schaue mal die Funde mit euch, sage ich mal, meistens zusammen an. Das sieht sehr interessant aus. Der erste Eindruck ist ein Kanonenzündröhrchen. Oh, blöde Mücke am Kopf. Ui, was ist das? Ich mache es mal scharf für euch, damit ihr das sehen könnt. Also Kanonenzündröhrchen schließe ich jetzt mal aus. Das sieht sehr interessant aus. Das könnte sogar, also jetzt auf den ersten Eindruck hin würde ich sagen, das sieht aus wie eine Spielzeugkanone, also altes Kinderspielzeug. Hier vorne wäre die Kanonenmündung. Ich mache es mal sauber, dann schauen wir uns das nochmal an. Das ist tatsächlich eine Spielzeugkanone, eine alte. Ich habe es euch mal hier auf die Kartoffel gelegt. Da sind die beiden Holme, wo dann das auf der wahrscheinlich Holzauflage oder vielleicht auch, ich denke, dass das Messing ist. Und das Ding ist liebevoll gearbeitet, also auch mit Öffnung. Und hier, da schimmert das so golden durch. Und da vermute ich, da geht es noch ein Löchlein rein, dass man da wirklich so eine kleine Zündschnur vielleicht mal reinstecken konnte. Und schaut es euch an, wie toll das gearbeitet ist. Und jetzt kommt die Sonne auch noch. Wow! Also das ist mal echt geil. Der Fund des Tages. Ich habe eine Kanone gefunden. Ich glaube, so benenne ich auch das Video. Geil, danke. Geiler Fund. Weiter geht's. So, und hier beim Kohl, da ist noch angesäte. Hier ist das Kartoffelopferfeld. Hier war ein tolles 72er Signal. Und ich habe den Abraum hier rüber bewegt und habe dann schon was Grünes, Rundes hier gesehen. Mit einem 72er Signal. Da bin ich mal gespannt, was wir hier gefunden haben. Auf alle Fälle eine Münze, kein Knopf.
Und das sieht nach einem Pfennig aus. Ich kann hier eine 1 erkennen. Ich schaue es mal kurz mit dem Auge an. Ja, ich tippe mal auf Kaiserreich. Man kann es nicht gut erkennen, also die ist im Gegensatz zu den anderen ordentlich verwittert. Aber mit dem Auge konnte ich hinten, glaube ich, den preußischen Adler erkennen. Cool, die zweite Münze, weiter geht's. So, ich habe den Brocken hier rausgeholt und ich habe es hier schon mit der Hand freigelegt. Ich tippe mal auf einen Knopf oder eine Kugel. Nee. Oh, doch ein Knopf. Mit Öse sogar noch. Cool. Zeig mir dich mal, Knöpfchen. Oh, das ist ein ganz schön dicker Knopf. Cool. Aha. Aber noch intakt und schön massiv gearbeitet. Ob das militärisch war, keine Ahnung. Es ist auf alle Fälle gut gearbeitet und denk mal schön alt. Tipp mal so 19. Jahrhundert. Sehr schön. Mal ein Knöpfchen. Schon lange keinen mehr gefunden. Knopf. Hallo. Also der Duft. Ich mag so, wenn so Kartoffeln so verwesen. Wir sind noch kurz davor. Noch riecht es angenehm. Also es riecht noch fast essbar, aber man merkt, es fängt an zu riechen. Und hier, ich habe 2 Aushübe gebraucht und habe dann, bevor ich nochmal reingestochen habe, was so rundes Grünes da unten liegen gesehen. Heute ist wirklich ein besserer Münztag. Ich hoffe, dass das eine Münze ist. Schauen wir mal. Ich mache mal scharf. Ja, es ist eine Münze. Ich spüre keine Öse. So, was haben wir denn hier gefunden? 2 Pfennig, würde ich sagen. Jo, 2. Und ich würde auch sagen, Deutsches Kaiserreich. Schauen wir mal kurz. 1875, wenn mich meine Augen nicht täuschen. Ich schaue es mir mit dem Auge an. Ja, sehr schön. 2 Pfennig, sehr gut. Die dritte Münze jetzt, sehr schön. Und weiter geht's. So, ich denke, der nächste Fund sieht nach einem Bleisiegel aus der Ferne. Schauen wir uns das mal an. Machen wir mal scharf. Jo, ein Bleisiegel. Cool, das erste für dieses Jahr. Sehr schön. Hinten bayerisches Wappen. Cool. Habe ich so auch noch nicht gefunden. Ich freue mich immer über Bleisiegel. Bleisiegel ist sowas Tolles. Oder Bleiplomben, wie ihr wollt. Hinten ist auch irgendwas drauf, aber dass da vorne bayerische Wappen drauf ist. Super, sehr schön. Hallo Bleisiegel, ich freue mich, dich zu sehen. Weiter geht's. So, jetzt habe ich gerade aus dem Loch hier unten, das denke ich mal auch ein Bleisiegel. Es ist sehr dünn, aber schön verziert. Anscheinend hier hinten hocken irgendwie 2 Typen drauf. Und es ist sehr weich, also man kann es verbiegen, deswegen gehe ich mal von Blei aus. Da hocken echt so 2 Dudes und machen irgendwas. Ich kann da nicht erkennen, was. Sieht sehr alt aus, also so eine dünne Bleiplombe oder Bleisiegel habe ich auch noch nicht gefunden. Also wenn da jemand eine Idee hat, ihr seht es hier glaube ich recht schön. Das sind sogar 3 Männchen da drauf. Da drüben steht auch noch einer, macht irgendwas. Würde mich sehr interessieren. Also gerne in die Kommentare, ich freue mich immer, wenn ihr Kommentare schreibt. Und da schon mal danke. Also hier liegen sogar Zwiebeln rum. Hier ist ein verwesener Kohl und hier daneben das nächste Knöpfchen. Ein schöner verzierter alter Knopf. Sitzt da irgendeine Ornamentik drauf. Ich denke mal irgendeine Blumenornamentik. Und vielleicht ist da noch eine Öse drin, keine Ahnung. Sehr schön. Der zweite Knopf für heute. Ja, jetzt sieht man die Blume schön. Und hier nochmal die Zwiebel, die sieht sogar nicht richtig gut aus. Tun wir mal den Knopf schnell in die Fundtasche. Wo ist die Zwiebel mal her? Ja, sie ist sehr leicht. Boah, da kriege ich richtig Hunger. Die riecht sogar noch, die riecht richtig gut. Fest ist sie auch noch. Also man könnte hier wirklich mit den Sachen, die der Landwirt jetzt nicht einkassiert hat, könnte man wirklich hier sich ein feines Süppchen kochen. Also Zwiebeln, Kohl, alles mögliche, Kartoffeln ohne Ende. Also der Abraum, es wird jetzt immer weniger an Kartoffeln, aber ich laufe die ganze Zeit über Kartoffelleichen drüber. Das macht Spaß. Okay, weiter geht's.
Also das ist mal wieder ein richtig geiles UFO. Es sieht aus wie eine Trinkflasche, so eine kleine, wo so ein Zaubertrunk mal drin war. Aber beim Saubermachen habe ich gesehen, dass innen drin ein Gewinde ist. Und ich vermute mal, dass das irgendwo aufgeschraubt war. Vielleicht war das einfach auch nur ein Zierdegegenstand, zum Beispiel von einer Kutsche, die hier mal lang geritten ist. Oder von irgendeiner Standarte, dass das oben auf eine Standarte draufgeschraubt wurde. Das Material, ich weiß nicht, was es ist. Es könnte Kupfer sein, weil es grün oxidiert ist. Es hat ein angenehmes Gewicht, muss ich sagen. Es ist auch hier irgendwie schön verziert und hier unten diese Lippe. Also ich tippe mal hier, ich denke jetzt nicht Ende von einer Gardinenstange, dafür ist es zu wertvoll vom Material her. Also wenn da jemand eine Idee hat, hier oben ist es auch irgendwie abgeflacht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Mega geil. Sondeln ist so ein geiles Hobby. Ich finde es Wahnsinn. Was man findet, ich finde immer wieder Sachen, die ich auch noch nicht gesehen habe. Und ich denke, so geht es euch auch. Und das macht das Thema auch nach wie vor spannend. Cool. Weiter geht's. Ich glaube, ich habe das erste Silber für heute. Ich habe hier den Abraum wegbewegt. Und hier drüben habe ich schon Silber rausblitzen gesehen. Ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Ich mach's mal scharf. Ja, endlich mal ein schönes Silber und eine große Münze auch noch dazu. Gut. Wow. Schauen wir, ob ich mit dem Auge was sehen kann. Nee. Aber es ist eine Silbermünze, eine schöne alte. Ich würde mal sagen 1700 ein paar Tote oder 1800 und ein paar Tote und eine etwas größere. Sehr schön. Juhu! Das erste Silber für heute. Also heute ist wirklich ein besserer Fundtag. Ich glaube wirklich, dass das mit der Feuchtigkeit zusammenhängt, aber keine Ahnung. Egal. Weiter geht's. Also ich kann nie oft genug darauf hinweisen, wie sinnvoll es ist, Handschuhe zu tragen. Ich trage gern die von der Firma Gebol. Ich habe ja über Handschuhe auch schon mal eine Folge gemacht. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr die noch nicht kennt. Und schaut euch mal das Messer an. Das war ein süßes Signal. Und ich habe genau das Signal, also, und ich lege mal das Messer hin. Ich habe genau diesen Bereich hier, der kam schön rein, wie eine große Silbermünze. Aber wie ihr seht, das ist keine Silbermünze, das ist mal ein ordentliches Messer. Und ja, ich werde es dem Landwirt neben das Gewächshaus legen. Ich denke mal, vielleicht brauchen sie das hier zum Arbeiten und das ist beim Abernten verloren gegangen ist. Also bitte immer Handschuhe tragen. Also heute springen die Münzen nur so aus dem Acker. Da ist mein Fußabdruck. Ihr habt den Fußraum, den Abraum hier rüber bewegt. Und ich denke, schon wieder eine Münze. Herrlich. Oh, eine Taco-Münze. Habe ich auch schon lange keine mehr gefunden. Schauen wir mal, was das für Material ist. Ich denke mal, das ist Kupfer und sie hat auch sogar ein Loch. Sehr interessant. Cool. Eine Taco-Münze. Innen drin schon gefüllt mit Hackfleisch. Fehlt nur noch Käse und Salat. Lecker. Also ich gehe jetzt noch die Bahn zurück. Die dunkle Wolke, die ich vorher schon beobachtet habe, also nicht die am Anfang, sondern jetzt gerade vorher mittendrin, die wird immer größer und dunkler. Uiuiui. So, und jetzt habe ich hier einen Tannenbaum gefunden. Erst eine Kanone, das wird gut passen. Hier noch ein Tannenbaum. Ich denke mal, dass es ein Tannenbaum sein soll, also zumindest ein Teil davon. Und das passt gut zu der Spielzeugkanone. Sehr schön. Ich mache weiter. Ich habe keinen Bock, in den Regen zu kommen. So, ihr Lieben. Es hat noch nicht angefangen zu regnen, aber ich denke, das wird jetzt demnächst passieren. Ich bin wieder in meinem alternativen oder anderen Biergarten. Und heute gibt es einen Gutmann-Weizen. Das ist was richtig Feines. Das ist aus der Region. Und zwar kommt es aus Titting. Ich mache es mal schärfer. Und Gutmann-Weizen, normalerweise trinkt man ein Weizen aus dem Glas. Aber da ja die Biergärten, ich muss mal auf mich wieder schalten, sonst bleibe ich ganz schwarz hier. Ja, gibt's nicht. Aber man kann auch mal Weizen aus der Flasche trinken. An der Stelle Prost auf euch. Es freut mich wieder zurück zu sein beim Sondeln. Und wie gesagt, gestern
Das hat mir irgendwie genervt. Und heute war es einfach top. Und ich führe es wirklich darauf zurück, dass der Boden, dadurch, dass es gestern ziemlich viel geregnet hat, der Boden eine ganz andere Leitfähigkeit hat und mir die Sachen besser anzeigt. Und es waren ja tolle Sachen dabei. Eine schöne Silbermünze, dann dieses Fläschchen oder dieses Aufschraubteil, die Bleiplumpen und so weiter. Also mal ein Tag so, mal ein Tag so. Genau. Ich freue mich über die Kommentare, die ihr mir schreibt. Bin ich super happy und freue mich einfach hier wieder reinzufinden. War ja lange nicht mehr beim Sondeln und jetzt geht es einfach wieder weiter. Und wie gesagt, das ist das beste Hobby in der aktuellen Lagesituation, wo man einfach alleine unterwegs ist und ja, man macht auch was, man ist draußen. Ich habe das jetzt echt genossen. Also das war jetzt ein Geruchspotpourri auf diesem Acker von Kohl und Kartoffeln und Zwiebeln. Herrlich. Jo, ansonsten alles gut. Ich hoffe bei euch auch. Und ich würde sagen, morgen ist wieder Montag. Morgen geht es weiter mit dem Homeoffice. Und dann denke ich mal, wenn das Wetter am nächsten Wochenende schön ist, dann werden wir uns nächstes Wochenende beim Sondeln wiedersehen. Ich wünsche euch gut Fund, bleibt gesund, passt auf euch auf und Prost. Euer German Rally Kanter, der Peso. Servus.